Bon, die Damen, verehrte Ehre Burgermeister, Madame Schëffleng, die Damen und Herren aus dem Gemengen an Schäferrot. Ja, zeitlos nicht so, dass man eigentlich so könnte feiern oder so eine Rezeption könnte machen, wie das eigentlich üblich ist, dass wir nur Pat können zusammen trinken und dass wir auch vielleicht mehr Leute hätte können invitieren. Wir sind hier am engsten Kreis zusammengekommen, für auf etwas aufmerksam zu machen, was dann eben heute auf dem Morde du Jour steht, nämlich der Fraendag, wo es darum geht. Der Burgermeister geht op de Weltfraendag vom 8. Mäerz an dem hier verschiedene berühmte Frauen zitiert. Diesen Tag geht zurück auf eine Initiative von den kommunistischen und sozialistischen Frauen, die sich besonders für Frauenrechte eingesetzt haben. Hier weist auch darauf hin, dass der Nationale Frauenrat diese symbolische Aktion an das Leben gerufen hat. Diesen Tag ist gedurcht, dass mehr auf Frauenrechte aufmerksam gemacht wird. So sind dann 7 Straßen für einen Monat symbolisch auf den Namen von außergewöhnlichen und engagierten Frauen umbenannt gehen. Das sind Rue Albert Wingert geht Sophie Scholl, Rue de la Montagne geht Anne Frank, Cité Emile Meyrich geht Florence Nightingale, Rue de la Gare geht Léonie Cullen, Rue de Hédange geht Astrid Lulling, Rue Bellevue geht Lydie Schmidt und Rue Sermsbo geht Nelly Stein. Der Burgermeister hat den Lebenslauf von den verschiedenen Damen erzählt. Fraendag ist ein symbolischer Tag, die eng sind an der Symbolik ein bisschen mehr wie andere. Aber das ist immer noch ein Tag, den sei Wert hat. Und ich denke, mit dieser Aktion, die wir dem Conseil National des Femmes zu verdanken haben, wollten wir auch dazu beitragen, für etwas nach draußen zu tragen, was eben enorm wichtig ist. Nur denken, was sind die Rechte der Frauen, nur denken, was sind Probleme, was sind Sorgen, die Frauen haben. Und das nicht immer alles an der von einem Mann, der viel zu lange geschwärteriert gedrohen Welt, dass das alles muss so sein, wie den erzählt. Haut für rund 110 Jahren aus dem ersten internationale Weltfraendag auf den 8. März festgelegt gehen. Am 15. 1921 all Jahr statt. Sie ist froh, dass die Schëfflinger Gemeng an Zusammenarbeit mit dem Nationalen Frauenrat, dem Civicol und 14 anderen Gemengen diesen Tag mit organisiert haben. Die Madame Kuhn hofft, dass in Zukunft mehr Frauen für Fraestrossenimm gebraucht gehen. Am Moment sind es nicht mehr 2,2% für Frauen und 17% für Männer. Ich sage euch all merci an eine große Lüge von all die viel starken Frauen hier in unserer Gemeinde, zu Lützeburg und auf der ganzen Welt, die sich tagtäglich am sozialen, politischen, arbeitsrechtlichen und ökologischen Fragen einsetzen. Machen Sie so weiter. Astrid, flott, dass der Heibers treten Sie mal rum, dich zu gesehen. De Carlo Lecqui stellt fest, dass die Chancengleichheitskommission ihre Quorum erfüllt, weil sie zu 13 Frauen und 2 Männern an der Kommission sind. Bei dieser Gelegenheit beschreibt ihn hier Arbeit. Kurz, ich möchte mich begrüßen, die Sache natürlich unheimlich an. Wir sind immens froh, für in Zukunft mal weiter darüber zu schaffen, für eine Teamreise zu sichern, und zu helfen mit der Bürgerkommission und mit dem Gemeinde Schäferrot zusammen. Ich bin ganz froh und merci, dass das gemacht hat. Madame Lulling geht auf den politischen Teil von diesem Tag an. Sie ist nicht d'accord mit dem, was alles Internationale Fraendag gesagt wird. Es wäre viel gemäht für Frauen hier im Land, aber wenn etwas nicht stimmt, sollen sie sich dafür ersetzen und sich wehren. Sie findet, dass Frauen und Papaia dieselben Rechte haben wie die Männer. Also merci, dass mich invitiert hat. Ich muss aber auch sagen, was wichtig ist, aber nicht wichtig ist.